Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen zum geistlichen Pausenbrot von LiveNet. Wir freuen uns sehr, es ist immer mittwochs 9:30 Uhr. Du kannst selbst dabei sein, um mit anderen Christen auszutauschen. Login unter livenet.ch/Pause. Und wir feiern ja im Moment auch 20 Jahre LiveNet und den nächsten Tag gibt es noch Online-Events. Da bist du auch herzlich eingeladen, dabei zu sein. Auch das findest du auf der Webpage livenet.ch/20 Jahre. Und jetzt freuen wir uns sehr, wir haben einen besonderen Gast, die Cornelia Steiner. Sie ist aus Münsingen, Kanton Bern, und sie ist Studienleiterin vom Standort Berner Oberland für ISTL, ist eine theologische Ausbildung, ganz eine tolle Sache, fundierte Theologie, aber auch immer Praxis drin. Ein Highlight, was mir besonders gefällt, sind die regelmäßigen Einsätze auf der Straße, also dass der direkte Kontakt mit der Bevölkerung da stattfindet. Aber ich denke, ISTL macht auch ganz viel eben im Bereich theologische Ausbildung und Mission. Und jetzt haben wir sicher ein ganz tolles geistliches Pausenbrot mit Cornelia. Herzlich willkommen und uns allen guten Appetit. Dankeschön, guten Morgen miteinander. Es spielt sich ja ganz viel immer im Kopf ab. Und keiner kennt deine Gedanken außer du selbst und Gott, natürlich Gott. Aber meine Gedanken kannst du nicht sehen, aber ich kenne meine Gedanken sehr gut. Und einer meiner Gedanken, der immer wieder kommt, der mich zu Fall bringen will, ist ein Gedanke, der sagt, das schaffst du nicht, das geht nicht, das hast du nie gekonnt, also wirst du es auch nicht können. Und ich weiß nicht, ob du diesen Gedanken kennst, wenn du vor einer Herausforderung stehst, dass du denkst, nein, das geht nicht, schaffe ich nicht. Und diesen Sommer kamen Freunde zu mir und haben gesagt, Conny, kommst du mit uns aufs Brienzer Rothorn? Das ist ein hoher Berg, über 2000 Meter hoch, und man beginnt etwa bei 500 Meter zu wandern. Und ich habe dann mal ausgerechnet, sofort das Erste, was ich getan habe, wie weit muss ich denn laufen? 5 Stunden, 1785 Höhenmeter. Ja, absolut keine Chance. Mein absolutes Maximum war etwa 900 Höhenmeter und ich bin um 5 Uhr früh losgelaufen, damit ich schon um 11 Uhr zu Hause war und das Gefühl hatte, okay, das war gar nicht so schlimm, weil der Hälfte des Weges war es dunkel. Aber dieses Mal haben sie gesagt, nein, wir gehen erst um 9 Uhr los, schönstes Wetter, 1785 Höhenmeter. Und ich habe richtig gerungen und gesagt, nein, das kann ich nicht, das kann ich nicht. Ich will doch, aber ich bin zu unsportlich, ich bin nicht so gut mit meiner Lunge, hat manchmal Probleme zu atmen, das geht nicht. Und das sagt einer meiner Kollegen, Conny, das ist nur eine Zahl. Das ist nur eine Zahl. Einfach ein Schritt nach dem anderen. Es ist nur eine Zahl. Und dieser Satz ist mir hängen geblieben. Es ist nur eine Zahl. Und so habe ich mich dann überreden lassen und ich habe meine Wanderstöcke gepackt und bin dann mitgelaufen. Und tatsächlich nach 5 Stunden bin ich auf dem Gipfel des Brienzer Rothorn gestanden. Und als ich mich so umgesehen habe und die Natur angeschaut habe und die Berge gesehen, Eiger, Mönch, Jungfrau, so wunderschön, habe ich gedacht, was haben wir denn nicht für einen gewaltigen Schöpfergott, der alles geschaffen hat. Und in diesem Moment höre ich, wie Gott zu mir spricht und sagt, Conny, ich kann aus nichts alles schaffen. Denke nicht, ich kann dir nicht in allem helfen. Und das hat mich tief, tief getroffen. Gott kann aus nichts alles schaffen. Da war zu Beginn nichts und er sprach und es ist geworden. Wieso könnte er denn nicht in allem mir helfen? Es ist nur eine Zahl. Mein Denken war so begrenzt. Ich habe gedacht, das schaffe ich nicht und ich habe auf mich gesehen, was ich machen könnte. Und auf einmal so es ist nur eine Zahl. Du begrenzt dich, schau irgendwo anders hin. Und als ich so die Natur schaue, sehe ich, da ist ein Gott, der keine Grenzen und Begrenzungen kennt. Er kann aus nichts alles schaffen. Wieso denke ich, er könnte nicht mir in allem helfen? Und dieser Gedanke, es ist nur eine Zahl, wurde in den nächsten Tagen zum Synonym von ich begrenze mich, aber Gott hat anderes vor.
Und das ist spannend, weil gerade eine Woche später kam in den Studenten eine große Herausforderung. Es gab eine große Diskussion und ich wusste nicht mehr, was ich tun soll, damit ich die Wogen wieder glätten kann, damit ich wieder Frieden schaffen kann. Eine Woche später war eine Herausforderung mit einer Nachbarin, die kam und wollte Hilfe holen und ich musste da reagieren. Und da kamen immer wieder verschiedene Herausforderungen. Und zuerst wollte mein Gedanke wieder sagen, was machen wir jetzt? Was schaffst du nicht? Und dann wurde ich wieder erinnert, es ist nur eine Zahl. Es ist nur eine Zahl. Es ist nur ein Gespräch. Es ist nur eine Hilfeleistung. Etwas Kleines kann Großes bewirken. Denn Gott kann aus nichts alles schaffen. Warum könnte er mich nicht in allem helfen? Und das hat mir ein ganzes Denken in den letzten Tagen verändert. Ich merke, wie ich am Morgen beginne, neu einfach mich auszurichten auf diesen Jesus, auf diesen Gott, der alles schaffen kann. Und es gibt ja den berühmten Psalm 121 und ich möchte diesen lesen mit dem Hintergrund zu wissen, Gott kann dir in allem helfen, in deinen Herausforderungen. Er kann dein Denken ändern. Und wir wollen danach gerade für das beten. Ich möchte dann noch beten, dass wir eine neue Sicht erhalten, dass wir einen neuen Fokus erhalten. Damit wir sehen, was begrenzt mich in meinem Leben? Wo habe ich einen Gedankenkrieg? Und wo darf ich diesen loslassen und mich neu fokussieren? Denn im Psalm 121 steht, ich blicke hinauf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und du sollst wissen, der Herr lässt nicht zu, dass du zu Fall kommst. Er gibt immer auf dich Acht. Er, der Beschützer Israels, wird nicht müde und schläft nicht ein. Er sorgt auch für dich. Der Herr ist bei dir und er hält seine Hand über dich, damit dich die Hitze der Sonne nicht quält und der Mond dich nicht krank macht. Der Herr wendet Gefahr von dir ab und bewahrt dein Leben. Auf all deinen Wegen wird er dich beschützen, von Anfang bis zum Ende, jetzt und in aller Zukunft. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat, der aus nichts alles geschaffen hat, kann in jeden Bereich unseres Lebens eingreifen. Und ich merke, dass mir immer wieder manchmal den Zweifel kommt, wenn ich in den Grenzen meines Möglichen stehe. Da ist eine Situation, da merke ich, jetzt kann ich nicht mehr reagieren. Jetzt ist meine menschliche Kraft zu Ende. Und dann kommt mir sofort dieser Satz, es ist nur eine Zahl. Meine Begrenzung ist so deutlich, aber Gottes Begrenzung ist einfach nicht da, weil Gott unbegrenzt ist. Darum möchte ich gerade beten und dann gebe ich zurück an Beat. Vater im Himmel, Jesus, Heiliger Geist, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ein Gott bist, der keine Grenzen kennt, der nicht Begrenzungen hat, der ohne Grenzen oder ohne Limitierung ist. Und ich danke dir, dass wir dich an unserer Seite haben dürfen. Die Menschen, die wir begrenzt sind, danke vielmals sind wir auch begrenzt, damit wir deine Hilfe erfahren dürfen. Danke vielmals muss ich nicht alles von mir selbst erwarten oder müssen wir nicht auch von anderen etwas erwarten, sondern dürfen wir in deiner Kraft einander begegnen. Und so danke ich dir, Vater Gott, dass du sagst, mir ist alles möglich, dem der glaubt. Bei mir ist alles möglich. Danke vielmals, Jesus, darf ich meine Kraft auf dich setzen und wissen, dass du wirkst. Und so bete ich, dass wir heute einen Durchbruch erleben, dort, wo wir begrenzt sind, dort, wo wir gerade nicht weiterkommen in unserem Denken, dass wir uns fokussieren dürfen auf dich, Jesus, der du unsere Hilfe bist, damit jeder heute einen Schritt weiterkommt, einfach im Wissen, im Vertrauen auf dich. Denn du bist da und du bist mein Gott, der mir hilft. Amen. Amen. Ganz herzlichen Dank, Cornelia, für dieses tolle, nahrhafte und so guttuende Pausenbrot. Und wir nehmen das gerne mit. Was du da erlebt hast, der Impuls war eine Bergwanderung, hat was ausgelöst. Du hast verschiedene Bibelstellen uns geteilt, die diese eine Ausrichtung haben. Eben mit Gott ist alles möglich. Wir dürfen ihm mehr zutrauen und selber dann Schritte machen. Und vielen Dank dafür.